Die Stadt am Rhein, zwischen Neumarkt und Dom. Das ist mi Stadt, das ist mi Herz, Köln am Rhein. Kirche, Karneval, Kölsch und Klüngel. 4 Kölner Himmelsrichtungen bewegen die Geschicke der Stadt. Und das seit rund 2000 Jahren. Von der römischen Kolonie Colonia über das heilige Köln im Mittelalter bis in die Gegenwart wird hier nach dem Motto gelebt: Geschäft und Frömmigkeit führen zu Geselligkeit. Ich sage, hinterher, du bist min Stadt, Köln am Rhein. Köln, die nördlichste Stadt Italiens, die rheinische Variante mediterraner Lebensweise. Kabarettistisch betrachtet ein liebenswertes Biotop für Bekloppte. In der Heimat der Jups und Schmitz, dem Geburtsort von Tünnes und Scheel, wird der Klamauk in Bronze gegossen und als Heiligtum verehrt. Die Kölner wissen, was sie ihren Spaßvögeln schuldig sind. Ab Weiberfastnacht hängt über der Großstadt der Ausnahmezustand. Karneval in Köln und die Jecken sind nicht mehr zu halten. Hey Köln, du Mensch, Stadt am Rhein. Hey, wo ich schon sehr volle bin. Du bist eine Stadt mit Herz und Ziel. Hey Köln, du bist ein Gefühl. Mögen andere bei dem Wort Umzug an Spediteure denken und sich über den Rosenmontagszug lustig machen. Über alles kann der Kölner lachen, aber bitte keine Witze über den Karneval. Da hört der Spaß auf und fängt die Feier überhaupt erst an. Nach festen Regeln und Ritualen, seit 180 Jahren. Honoratioren der Stadt beschlossen 1823 von nun an dem unkontrollierten Narrentum Ordnung und Form zu geben. Die Geburtsstunde des offiziellen Kölner Karnevals. Garant der organisierten Fröhlichkeit, Prinz Karneval. Der Traum jedes kölschen Jungen und der Wunschtraum der Kölner. Der Prinz erfüllt die Sehnsucht der Bürger nach einem Monarchen, den die Stadt nie hatte. Es gab eben keinen König und keinen Kaiser. Wir hatten zwar immer einen Erzbischof und über Jahrhunderte hat man sich immer um die Macht in der Stadt gestritten. Und heute ist das ganz anders. Heute wird man dann als Dreigestirn eingeladen vom Erzbischof, vom Kardinal und man sitzt gemeinsam beim Kaffeetrinken und man tauscht sogar die Mützen. Erzbischof Joachim Kardinal Meissner empfängt jedes Jahr das Dreigestirn aus Jungfrau, Prinz und Bauer. Reale und erfundene Repräsentanten der Kölner Stadtgeschichte. Geradezu ein Gipfeltreffen der Mächtigen. Das Oberhaupt des reichsten Erzbistums der Welt und das Kabinett des Exportschlagers Karneval. Männerbündnisse und Kostümierung auf beiden Seiten. Gleiche Brüder, gleiche Kappen. Richtiges Rotkäppchen hier. Machen wir das so hier? Nein, andersrum. Dann versuchen wir es wieder. Also, wir haben wirklich fast den gleichen Kopf hier. Noch ist der Erzbischof keinem Karnevalsverein beigetreten, ganz im Gegensatz zum Chef des Hohen Doms. Dompropst Bernhard Henrichs ist seit Jahren Regimentspfarrer der Kölner Ehrengarde. Das grün-gelbe Chor, Spinat mit Ei genannt, begleitet den Geistlichen zur Verleihung des Ordens wider den tierischen Ernst. Ein Dompropst ist wieder Schaum auf dem Bier. Er allein ist zu nichts nütze, aber ohne ihn ist das Bier ganz schal. Karneval und Kirche, das gehört einfach zusammen. Es ist geboren aus dieser Vorbereitung auf die Fastenzeit, dass die Menschen irgendwo einmal die Freiheit haben, sich, wir würden heute sagen, auszutoben. Natürlich sind die dann geneigt, es ein wenig zu übertreiben, aber es geht auch wieder vorbei, wenn die Kopfschmerzen vorbei sind. Aber die Freude, die dahinter steckt, der Frohsinn, die Dankbarkeit für die Geschöpflichkeit, für all das, was uns da gegeben ist, die ja die Grundlagen zu einem solchen Fest sind, die ist einfach in der frohen Botschaft, die wir verkünden, mit drin. Denkt an den Karneval. Und wer Köln sagt, denkt an unseren Dom.
Beides gehört zusammen, der Karneval und der Dom. Gott ist gleichsam ein Kölner geworden, der sich im Domkloster Nummer 4 niedergelassen hat. Das Domkloster Nummer 4, die Anschrift des Hohen Doms, Heimat der Kölner und Festsaal für karnevalistische und kirchliche Jubiläen. Köln ist nicht römisch-katholisch, sondern kölsch-katholisch. Sakrale Straßenfeiern sind in Köln von jeher ein großartiges Schauspiel. Kein Zufall, dass die feierliche Prozession zum Fronleichnamsfest im mittelalterlichen Köln erfunden wurde. Die Kölner lieben es zu feiern, ganz gleich aus welchem Anlass. In jedem Fall eine bunte Veranstaltung unter freiem Himmel. Gottesdienst und Fastelovend, das ist in Köln kein Widerspruch. Beide leben von der Magie der Verwandlung. Unter einem symbolischen Himmel wird einmal im Jahr das Allerheiligste aus dem Dom hinaus in die Stadt getragen, umringt von geistlichem Schutz und gefolgt von den politischen Würdenträgern der Stadt. Kostümiert oder zivil sind alle Teilnehmer in Gruppen eingeteilt. Und wie beim Rosenmontagszug führt die Prozession über dieselben Straßen und Plätze der Kölner Altstadt vorbei an den Hausaltären alteingesessener Bürger und den Geschäften der Fußgängerzone. Der Rundgang durch die Stadt endet da, wo rheinische Frömmigkeit und gotische Kühnheit zusammenkommen. Im Hohen Dom zu Köln, Weltkulturerbe, Deutschlands populärstes Bauwerk und ewige Baustelle zugleich. Wer hat den Dom je ohne Gerüst gesehen? Touristen könnten inzwischen der Meinung sein, die Gerüste gehörten zum integralen Bestandteil gotischer Architektur. Der Dom wird eine ewige Baustelle bleiben. Ich erkläre das immer so. Jeder, der ein Haus hat und wenn es nur ein Reihenhäuschen ist, das älter ist für 15 Jahre, weiß, es gibt immer was zu tun. Mal müssen die Fenster gestrichen werden und mal sind die Dachrichten unrichtig. Bei jedem älteren Gebäude ist das so. Und warum soll das bei dem Dom anders sein? Nur, dass das, was getan wird, muss natürlich ungleich anspruchsvoller sein. Seit der Grundsteinlegung 1248 ist der Dom ein Langzeitprojekt der Dombauhütte. 300 Jahre lang bemühten sich die wechselnden Dombaumeister, das Urbild aller Wolkenkratzer zu vollenden, bis die Bauarbeiten einschliefen und der Baukran auf dem halbfertigen Südturm jahrhundertelang Kölns Silhouette prägte. Erst im 19. Jahrhundert wurde der historische Kran entfernt. Preußens Glanz und Gloria bescherte Köln die Wiederaufnahme der Bauarbeiten mit modernster Technologie. Amerikanische Hochhausarchitekten kamen an den Rhein, um den Gerüstbau am Dom zu studieren. Anstelle eines altmodischen Holzdachstuhls setzte sich der damalige Dombaumeister für eine Eisenkonstruktion ein. Für die Puristen gotischer Architektur ein Sakrileg. Dennoch überzeugte die größere Windbeständigkeit, die geringe Brandgefahr und die in Aussicht gestellte Kostenersparnis. Noch vor dem Bau des Pariser Eiffelturms erhielt der Kölner Dom 1880 eine der modernsten Stahlkonstruktionen. Über den Dächern des Doms ist kaum ein Stein älter als 100 Jahre. Die Massenfertigung von Krabben und Kreuzblumen nach mittelalterlichen Vorlagen nannten die Kölner salopp Fabrikgotik. Was aus der Ferne wie ein gleichförmiges Gebirge aus Steinskulpturen erscheint, entpuppt sich bei näherer Betrachtung als ein Gemisch von ornamentalen Moden, die gleichsam wie Jahresringe in einem Baum den Geschmack der Zeit widerspiegeln. Und was nicht passt, wird in Köln passend gemacht. Jede Generation der Dombauhütte drückte der Kathedrale ihren Stempel auf. In den 60er Jahren statt Kriechblumen die gebeugten Rücken der Handwerker. Die Steinmetze porträtierten sich und ihre Arbeit.
Die Neugotik mit ihrem konservativen Laubwerk war verpönt. Lebendiges wurde geschaffen, anstatt nach den immer gleichen Mustern nur zu kopieren. An den Kapitellen kicken Fußballer des 1. FC Köln, tanzt das vollbusige Funkenmariechen im Rosenmontagszug, spielen Kinder und Frauen. Allerdings so versteckt eingearbeitet, dass man sie von unten nicht erkennen kann. Dieses Ersetzen durch Zeitgenössisches hat schon mit dem Amtsantritt meines Vorgängers aufgehört, weil es doch langfristig den Charakter dieses Domes verändert hätte. Wenn wir heute einen Stein ersetzen müssen, und das tun wir in viel geringerem Maße, als das früher sein musste, dann bekommt er ganz genau die Form, die er vorher hatte, und Funkenmariechen und Fußballspieler gibt es nicht mehr. Schade. Die lebensnahen Eskapaden der Kölner an ihrem architektonischen Wunderwerk sind passé. Sobald die kleine Kreuzblume mit den einst Mächtigen der Welt zerbröselt, wird man Kennedy, Chruschtschow und de Gaulle wohl gegen neugotisches Blattwerk austauschen. Ketzer behaupten, in dieser Kathedrale wird mehr gestaunt als gebetet. Geplant wurde das riesige Kirchenschiff als großartige Verpackung für einen Reliquienschrein, der selbst prachtvolle Hülle ist. Hier ruhen die heiligen drei Könige, Kaspar, Melchior und Balthasar, gleichsam das älteste Dreigestirn der Stadt. Die besten Goldschmiede des Mittelalters errichteten für die wertvollen Gebeine ein eigenes Gotteshaus mit Gemmen und Kameen, Edelsteinen und Perlen. Ehrfurchtgebietende Preziosen, aber auch verlockende Objekte räuberischer Begierde. Diebstähle am Dreikönigsschrein sind seit dem 16. Jahrhundert aktenkundig. Verführte das goldene Grab zu frevelhaften Straftaten, so fehlte selbst dem Inhalt die Legalität. Die heiligen drei Könige, Kölns prominenteste Einwanderer, kamen 1164 als Kriegsbeute in die Stadt. Der Kölner Erzbischof Reinhard von Dassel, ein Mann, der sein vergängliches Fleisch mit griechischer Seide und russischen Pelzen schmückte, sicherte sich die Reliquien bei der Plünderung von Mailand. Der Kirchenfürst wusste, welchen Schatz er damit nach Köln geholt hatte. Gläubige aus aller Welt strömten in das neue Pilgerzentrum West. Man stellte sich vor, die Heiligen, die da in dem Grab lagen, die standen auf zu ewigem Leben. Und wenn ich mich in die Nähe von denen begebe, möglichst sie berühre oder unter ihnen hergehe, dann werde ich mit in diesen Sog zum Himmel gezogen. Und deswegen kamen alle Leute von nah und fern, um unter den Gebeinen der heiligen drei Könige hier in Köln durchzugehen und von daher mehr als wir heute mit einer Versicherung machen können, die Gewissheit zu haben, und jetzt kann kommen, was will, unter dem Schutz der heiligen drei Könige komme ich zum lieben Gott. Noch heute locken die Weisen aus dem Morgenlande Touristen aus aller Welt in den Dom. Die Domverwaltung zählt im Schnitt 18.000 Menschen pro Tag. Nicht alle glauben an den lieben Gott, aber seinen gotischen Wolkenkratzer möchte man doch fotografieren. Wie lassen sich die 157 Meter hohen Türme vollständig ablichten? Das ist das wahre Problem der modernen Pilger. Und selbst der beste Standort hat seine Tücken. Köln lebt von der Attraktion des Doms und seiner Schätze. Und das seit dem Mittelalter. Der Besuch der heiligen Stätten war immer mit Konsum verbunden, brachte Umsatz in die Stadt, in der seit dem 13. Jahrhundert Kaufleute regierten. Mehr als die Hälfte aller Kölner ist nicht in Köln geboren. Und das war schon immer so.
Die vielbeschworene Toleranz gegenüber Zugewanderten hat kaufmännische Wurzeln. Wer in die Stadt kommt, mit dem lässt sich in der Regel auch ein Geschäft machen. Fadenfreie Bobbybündchen hier. Das Kilo 1,50 die Bohne. Die Stadt war stets ein großer Warenumschlagsplatz. Neben dem vor Ort hergestellten brachte vor allem der Handel mit importierten Gütern den Aufschwung. 2 Kilo 3 Euro. Ein Bund 1 Euro, 2 Bund 3. Was wollen denn geben? Weiß ich nicht, haben wir nicht. Die kriegen sie alle 30 von mir jetzt für 3 Euro. Und einen Bund schenke ich dir noch, ja? Die Frau ist schwer in Ordnung. Die Kölner nutzten frühzeitig ihre geografisch günstige Lage am Rhein. Damit der Warenzufluss reibungslos funktionierte, belegte die Stadt im Mittelalter vorbeifahrende Handelsschiffe mit einem Zwangsaufenthalt. Bis Köln konnten große nordseetaugliche Schiffe fahren. Den Weitertransport der Waren rheinaufwärts übernahmen kleinere Lastkähne. Das Umladen von einem Schiff auf das andere war mit einer obligatorischen Zwischenlagerung verbunden. Juristische Grundlage für diesen dauerhaften Warenimport? Das Stapelrecht. Eine schlitzohrige Sache. Gut für den Kölner Bürger. Alle Waren, die hier vorbeikamen, mit Schiffen oder mit Landtransport, wurden 3 Tage aufgestapelt am Ufer, angeboten, zuerst dem Bürger zum Kauf. Was übrig blieb, bekam dann der Kaufmann zum Weiterverkauf. Und man stelle sich das vor, es wurde alles angeboten. Frischen Fisch, Öl, Gewürze, Wein. Natürlich beim Frischhalten von Fisch ein Problem nach 3 Tagen. Man stelle sich das dann halt mal vor, wie dann der Fisch aussieht nach 3 Tagen. Auf jeden Fall hat dieses Stapelrecht den Kölnern über viele Jahrhunderte zu einem beträchtlichen Wohlstand verholfen. Heute ziehen die Schiffe mühelos an Köln vorbei. Und selbst die gelegentlichen Sicherheitskontrollen der Kölner Wasserschutzpolizei laufen bei voller Fahrt voraus. Thomas Worringer, in Köln geboren, ist von Beruf Polizeihauptkommissar. Ein Kölscher Junge kann bis zum Prinz Karneval alles Mögliche werden, aber doch nicht Polizist. Kölner und Ordnungshüter. Wie geht das zusammen? Das passt eigentlich überhaupt nicht zusammen. Traditionell nicht zusammen. Weil eigentlich der Kölner an für sich ein gesundes Misstrauen gegen jegliche Obrigkeit hatte. Zwangsläufig ging man dann auch nicht zur Obrigkeit, geschweige arbeitete dort. Und das ist eine Sache, die ganz alt ist. Und viele meiner Kolleginnen und Kollegen, die stammen gar nicht aus Köln. Ich bin hier geboren, das ist richtig. Aber die meisten kommen aus dem Umland, aus dem Ruhrgebiet, aus den östlichen, südlichen Regionen. Und das ist eine Sache, die hat zu tun mit einer Einstellung des Bürgers, die sich heute noch in vielen Zeichen ausdrückt. Ziviler Ungehorsam, Misstrauen gegen jegliche Bevormundung, das sind alles Dinge, die damit zu tun haben. Und dass die wenigsten Kölner heute zur Polizei gehen und dort arbeiten, ist ein Teil davon. Die Verspottung der Obrigkeit hat in Köln Tradition. Arg traf es die ehemaligen Stadtsoldaten, die an den Türmen und Toren der Stadt für die Polizei- und Wachdienste zuständig waren. Eine schlecht besoldete Schutztruppe, die wenig zu tun hatte, gerne trank und Konflikten am liebsten aus dem Weg ging. Militärische Glanzleistungen hatten diese Burschen nicht zu bieten. Nahte der Feind, ergriffen sie geschlossen die Flucht. Als die natürlichen Nachfolger der gemütlich tumpen Stadtmiliz verstehen sich heute die Roten Funken, das älteste Kölner Karnevalschor. Die Funken im Karneval haben eigentlich das Gefühl der Stadt aufgegriffen, Widerstand gegen die Obrigkeit. Damals waren es die Preußen, die hier niemand wollte, weil es zu viel Drill und so viel Militärisches gab. Die Funken waren das geeignete Bild, um Widerstand zu leisten, indem man das Militärische unterdrückte durch Persiflage. Und so ist unter anderem auch der Stippefötchen-Tanz entstanden. Während die preußischen Soldaten salutierten, nahmen die Funken das zum Anlass, sie zu verhöhnen und zu verspotten, indem sie die Knabüs, das Gewehr nahmen, sich zu ihrem Kollegen herumdrehten, er hat jetzt Schwierigkeiten, und dann auf diese Art und Weise den Preußen klar machten, wie es denn wirklich in Köln lang zu gehen hat. Wippeln mit dem Hinterteil.
Das Markenzeichen der roten Funken. Lässt sich besser demonstrieren, dass die Kölner mit Vergnügen neben der Spur liegen? Albernheit und Müßiggang werden in Köln großgeschrieben und zum Denkmal erhoben. Deutsche Vita am Rhein. Die schlafmützigen Kölner lassen sich von umtriebigen Wichten versorgen, die nur darauf warten, des Nachts das Gewand zu putzen oder das Brot zu backen. Kölsche Lebensart par excellence. Endlich dem fleißigen Gartenzwerg ein Monument. Gestiftet 1899 von Kölner Bürgern, frei nach dem Motto: Unsere Stadt wird schöner ohne Arbeit. Wäre da nicht die Neugier einer Frau? Wer deckt heimlich die Faulheit der Männer? Die Heinzelmännchen erschraken und verschwanden auf Nimmerwiedersehen. Aber geblieben ist den Kölnern der feste Glaube, dass früher alles besser war. Oh, was war das früher schön, doch in Kolonia, wenn der Franz mit dem Niesen um alle Kober ging, wenn der Peter Arm in Arm mit dem Apollonia still vergnügt Heimweg an zu knutschen fing. CCAA, Colonia Claudia Ara Agrippinensium, Kölns erster Stadtname. Welcher Rheinländer hat im Jahre 50 nach Christus so viel Latein auf einmal verstanden? Colonia. Das erste Wort reicht bis heute im Rückblick auf die 2000-jährige Stadtgeschichte. Kolonias Untergang bildet Kölns Fundament. Die Spuren der römischen Hochkultur am Rhein schlummern vor allem unter der Erde. Und in Köln weiß man, mit jedem Spatenstich kommt erst der Regenwurm und dann der Römer. Kölner haben eine vierte Dimension und diese vierte Dimension liegt unter ihren Füßen. Und die hüten sie, die wollen sie gar nicht jedem zeigen, sondern sie sagen nur selbst, wir sind stolz, wir stammen von den Römern ab. Sie haben also eine ganz einfache Abstammungslehre, Vater, Großvater, Römer. Instinktiv haben sich die Kölner an römischer Lebensfreude orientiert. Rauschende Feste, trunkene Gestalten beim Liebeswerben. Auf dieser spätantiken Bilderwelt tafelten Neros Veteranen mit ihren Damen. (1941) beim Bau eines Luftschutzbunkers kam dieser Mosaikteppich aus 1,5 Millionen Steinchen ans Tageslicht. Heute das Schmuckstück des römisch-germanischen Museums. Nach fast 2000 Jahren wurde hier noch einmal der Tisch gedeckt für handverlesene Gäste. Beim Wirtschaftsgipfel 1999 zeigten die Kölner der Welt ihr römisches Erbe. Und die Welt schaute auf Köln. Das Volk geht über die Hohe Straße, ein alter Militär- und Handelsweg der Römer. Schnurgerade führt er durch die Stadt. Köln hat nie mehr eine so gut durchdachte Straßen- und Stadtplanung erreicht wie in römischer Zeit. Die Legionäre bauten so, als gelte es, sich auf Dauer einzurichten. Und die Kölner übernahmen selbstverständlich ihre Kultur und ihren Glauben. Die ersten Kölner waren mit großer Freude in unserem Sinne große Heiden. Aber nach 3 Jahrhunderten römischer Herrschaft und mit der Ausbreitung des Christentums sind die Kölner auch wirkliche Christen geworden, mit großen Bischöfen. Und ihr römisches, heidnisches Erbe haben sie umgeformt zum Heiligen. Der neue Glaube brachte neue Heilige.
die auf wundersame Weise die Bürger beschützten. War die Stadt vom Feind umzingelt, beteten die Kölner eifrig den Rosenkranz. Und siehe da, es half. Der Feind zog ab und die Stadt war gerettet. Kölns populärste Schutzpatronin, die heilige Ursula. Eine englische Prinzessin, die mit ihren 11 Gefährtinnen auf Köln zusegelte, direkt in die Arme der Hunnen, die gerade die Stadt bedrohten, sich nun aber auf die attraktive Reisegruppe konzentrierten. Allein die christlichen Damen verschmähten die Zuneigung der heidnischen Krieger und nichts entfacht den Zorn mehr als weibliche Zurückweisung. Alle Jungfrauen wurden grausam abgeschlachtet. Nach diesem Gemetzel zogen die Hunnen ab und vergaßen die Eroberung der Stadt. Erleichtert über den guten Ausgang traten die Kölner vor die Stadtmauer und beerdigten die neuen Märtyrerinnen. Die Geschichte um die heilige Ursula beginnt ja mit 11 Heiligen, mit 11 Jungfrauen. Aber wie man schon an diesem Schrank sieht, allein dies hier sind schon erheblich mehr. Und das ist auch kein Wunder. Wir sind hier außerhalb der alten, der römischen Stadt. Die Römer haben ihre Toten an den Landstraßen beerdigt. Wenn man dann später hier gegraben hat, worauf stieß man? Auf Knochen, auf Überreste von Menschen. Und dann haben die Kölner bewundernd geschrien, hallo, hurra, wir haben wieder einen Heiligen. Und dann haben sie der Schar der heiligen Ursula eingereiht, bis es am Ende nicht mehr 11, sondern 11.000 waren. Weil alle Welt wollte ja einen solchen Heiligen haben. Nicht in dieser Form. Diese Schädel, das sind, würde man sagen, Halbfertigprodukte. Die wurden dann in die Büsten gesteckt und kamen dann auf alle Altäre in Europa. Reale Überreste realer Menschen. Johanna Schopenhauer, der Mutter des Philosophen, verschlug es den Atem. Viele tausende unendlich zarter Gebeine bekleiden alle Wände mit dem seltsamsten, schauerlichsten Mosaik, das sich nur denken lässt. Die Goldene Kammer von St. Ursula ist das größte Beinhaus nördlich der Alpen. Das prunkvolle Grab der nunmehr 11.000 Jungfrauen und ihrer Begleiter, denn man fand in der römischen Grabstelle unter der Kirche auch männliche Knochenteile. Die Kölner verehrten auch diese Herren als Märtyrer und Heilige. Den Schauder vor den unansehnlichen Resten der Toten milderte das wunderbare Lächeln der kölschen Mädchen. Naiv, dümmlich, aber immer freundlich. Cordula, Verena, Sabina. Die Kölner gaben jeder Jungfrau einen Namen. Ihr Antlitz war die geeignete Form, um mit den begehrten Reliquien Geschäfte zu machen. Der Vertrieb der Büsten sorgte dafür, dass das heilige Köln europaweit mit diesem Lächeln identifiziert wurde. Der direkte Handel mit den heiligen Knochen war verboten. Also wurde nicht die Reliquie verkauft, sondern die Verpackung. Die Jungfrau war teuer, der Inhalt umsonst. Ein lukratives Geschäft unter dem Deckmantel der Frömmigkeit und mit dem festen Glauben, vielen Gutes zu tun und niemandem zu schaden. Es gibt ja eine alte rheinische Weisheit. Adenauer hat mal gesagt, als es um den Klüngel ging, man kennt sich und man hilft sich. Damit ist aber ursprünglich eigentlich das Verhältnis gemeint, das der Kölner zu seinen Heiligen hatte. Er hatte viele Heilige, die haben geholfen und der Kölner hat sich durch Verehrung, durch diese wunderbaren Schauräume wie diesen hier revanchiert. Er hat etwas getan für die Heiligen und die Heiligen haben etwas getan für die Stadt Köln. Indirekt muss man natürlich sagen, weil diese Heiligenverehrung war die Basis der Ökonomie über Jahrhunderte. Das war gut für Handel, für Handwerk, für Tourismus. Es sind ja Millionen hergekommen, die die Heiligen sehen wollten. Und es sind Millionen Stücke der Heiligen in alle Welt gegangen. Also das ist eigentlich die Basis. Und da ist es doch nur konsequent, dass die Kölner aus Dankbarkeit und als Firmenzeichen die Heiligen in ihr Stadtwappen getan haben. Oben die 3 Kronen, die heiligen 3 Könige und unten die 11 Blutstropfen für die 11.000 Jungfrauen. Der Pakt mit den Heiligen war so notwendig wie die Finanzierung von Kirchen. Als die Mehrzahl der Stadtbevölkerung noch in schlichten Fachwerkhütten lebte, ließ die Kölner Oberschicht im frühen Mittelalter zahlreiche Gotteshäuser in Stein bauen. Für die einfachen Bürger eine gleichsam überirdische Realität, die neben der bescheidenen Wirklichkeit unvorstellbar erschien und doch existierte. Wo viel Geld ist, wird viel gesündigt. Und die größten Ganoven bauen die schönsten Kathedralen, lästerten die Armen. Die wohlhabenden Kaufleute wussten, je großzügiger die Spenden auf Erden, umso leichter der Zutritt in den Himmel.
Auch mit Gott lässt sich reden. Der Klüngel mit Gott ist natürlich immer ein besonderer Klüngel. Und die Kölner haben das natürlich auch immer getan. Wir haben hier viele Kölner Gruppen, beispielsweise die Banken. Wir haben ja vor unserer Kirche die Deutsche Bank, die Dresdner Bank, Bankhaus Oppenheim. Die kommen regelmäßig zu uns. Wir feiern für die Mitarbeiter, die Lebenden und Verstorbenen, die Heilige Messe. Wir haben die Elektroinnung Köln, die hierher kommt. Wir haben den Schnaufer Club, das sind die Automobilfreunde. Der Landesverband Rheinland ist regelmäßig bei uns. In der Kölner Stadtgeschichte spielten die Dominikaner in St. Andreas schon immer eine Rolle als Vermittler zwischen den finanzstarken Bürgern und dem Erzbischof, dem die Macht in der Stadt nur mühsam abzuringen war. In den Kirchenfenstern stehen Rom und Köln souverän nebeneinander. Die Dominikaner unterhalten in jede Richtung die besten Kontakte. Sie sind Meister der Kommunikation auf Erden und wissen seit fast 800 Jahren, was der Himmel von ihnen erwartet. Domini Canes, Hunde des Herrn, nannte der Volksmund den Orden der Predigerbrüder. Die Hunde des Herrn helfen Gott beim Hüten der Schafe. Im 13. Jahrhundert versuchten die Dominikaner, ihren Mitbruder Petrus von Mailand als Kölner Stadtheiligen durchzusetzen. Allein dem Italiener mit der klaffenden Kopfwunde fehlte die lokale Anbindung. Eine neu gegründete Bruderschaft kam zur Hilfe. Vor über 600 Jahren waren es dann die Brauerbruderschaft hier in Köln, die gesagt haben, wir wollen Petrus von Mailand als unseren Schutzpatron haben. Und nun sind wir seit über 600 Jahren mit den Kölnern Brauern verbunden. Immer wenn sie einen Kölsch trinken, dann sind sie auch mit uns in St. Andreas verbunden. In dieser Stadt kann man das ganze Jahr hindurch jeden Tag ein anderes Gotteshaus besuchen, schwärmten Reiseführer noch im 18. Jahrhundert über das heilige Köln. Im 21. Jahrhundert kann man unter dem Beistand des eingewanderten Kölschheiligen das ganze Jahr hindurch jeden Tag eine andere Gastwirtschaft besuchen. Keine andere Stadt hat so viele Kneipen wie Köln. Und das Bier trägt mit seiner integrierenden Kraft zum gesellschaftlichen Konsens bei. Die traditionellen Brauerhäuser sind geradezu das Spiegelbild der Kirchen. Bunte, bleiverglaste Fensterreihen und Date Marie, wie die Kölner ihre Madonna nennen. Fließt unten der Alkohol, strömt von oben der Segen. Der Chef des Brauhauses sitzt im Beichtstuhl, in der Schaltzentrale des Unternehmens, mit Aussicht in die Gaststube und auf den Zapfhahn. Das Bier fließt nicht unkontrolliert in die Wirtschaft. Regie führt allerdings der Kürbis. Er bestimmt den Rhythmus der Kölschrationen, serviert das Bier unaufgefordert und jeder weiß, hier ist der Kürbiskönig, der mit seinem rauen Charme die Gäste fest im Griff hat. Der Kürbis war früher eigentlich der Braugehilfe. Er hat tagsüber in der Brauerei gearbeitet und abends eben im Brauhaus mitgeholfen. Natürlich war es ein langer Tag für einen Menschen, obwohl er früher viel mehr gearbeitet wurde sowieso, aber trotzdem die Brauer hatten früher einen schweren Job. Es war harte Arbeit, nicht wie heute auf eine Pumpe, um Knopf drücken und Pumpen laufen und so weiter. Das musste alles mit der Hand gemacht werden. Ne? Und dann waren die natürlich abends nicht mehr so gut gelaunt wie morgens in der Frische. Sprache und Bier haben in Köln denselben Namen. Und Kölsch ist die einzige Sprache, die man auch trinken kann. Das gibt es nur in Köln. Und man muss schon mit Kölsch getauft sein, um die kulinarischen Eigenarten dieser Stadt würdigen zu können. So, wer kostet der Kölsche Kaviar? Hier. Bitte schön. Danke. Eine halbe Hahn. Bitte, hier. Ohne Himmel und Erd, ne? Später, denke ich. Ja, danke. Grundnahrungsmittel ist die Kölner Blutwurst. Gebraten auf Apfelpüree verbindet sie Himmel und Erde. Kalt serviert wird sie zu Kölschem Kaviar. Und wer einen halben Hahn bestellt, erlebt sein Kölner Wunder.
Die Stadt hat ihre Tücken und darauf sind die Kölner stolz. Selbstverliebt und eitel halten sie Köln für den Nabel der Welt. Nichts anderes steckt in dem Gruß Kölle Alaaf. Köln über alles. Als der amerikanische Präsident John F. Kennedy 1963 Köln besuchte, empfingen ihn die Kölner wie sonst nur den Prinzen im Karneval. Und dass Kennedy noch vor Berlin in die Domstadt kam, schmeichelte der rheinischen Seele. May I greet you with the old Rhenish saying, Köln Alaaf. Was mit Alaaf begrüßt wird, ist das Beste. Alles andere fällt dagegen ab. Auf kleinstem Raum war Köln über Jahrhunderte die reichste und größte Stadt im Deutschen Reich und dazu noch weitgehend unabhängig von kirchlicher und kaiserlicher Bevormundung. Die Stadtmauer glich einem Festungsring. So gesichert wie eine Burg überstand das heilige Köln alle Eroberungsversuche. Die einmal gewonnene Macht ließen sich die selbstbewussten Bürger nicht aus der Hand reißen. Gegen Kaiser, gegen Erzbischöfe hat man sich verteidigt und dieses Selbstbewusstsein frühzeitig schon damit festgemacht, dass man ein Stadtsiegel benutzte mit einem Durchmesser von über 10 Zentimetern. Deutlich zeigend, welches Selbstgefühl die Kölner damals schon besaßen, mit einem Siegel größer als das, was zur gleichen Zeit Erzbischöfe, Könige, Kaiser überhaupt benutzten. Als 1794 Napoleons Truppen vor Köln standen, ergriffen die Stadtsoldaten die Flucht und erstmals nach 900 Jahren ergaben sich die Bürger wehrlos dem Feind. Das Ende der freien Reichsstadt Köln. Die Franzosen räumten gehörig auf mit einem Ordnungssinn, der den Kölnern fremd ist. Herr Bürgermeister, hiermit befehle ich, die ganze Stadt Cologne aus für aus durchzunummerieren. So ritt befehlsgemäß ein französischer Korporal durch die Glockengasse zu Köln, parierte vor dem Patrizierhause Mühlens sein Pferd und schrieb über das Tor die Zahl 4711. So entstand aus einer schlichten Hausnummer das weltbekannte Zeichen für 4711, echt kölnisch Wasser. So sauber und gepflegt wie in dieser 4711-Reklame sah es um 1800 in Köln nicht aus. Fremde störten sich an dem unglaublichen Schmutz und Gestank in der Stadt. Es soll so übel gerochen haben, dass sich Besucher das Eau de Cologne stets unter die Nase hielten. Mit dem Wunderwasser, ursprünglich zur inneren Anwendung gedacht, verbindet sich bis heute der Duft von Köln. Kaum hatten die Franzosen 1814 die Stadt wieder verlassen, rückten preußische Soldaten an den Rhein. Stinkpreußen schimpften die Kölner und fügten sich den neuen Machthabern. Die Hohenzollern haben sich vor allem in den Reiterdenkmälern sesshaft gemacht, gleich mehrmals an den Eckpunkten von Kölns erster Eisenbahnbrücke. Wer mit dem Zug in die Stadt kommt, fürchtet bei der Fahrt über den Rhein direkt im Chor des Doms zu landen. Hinter dieser Täuschung steckt preußische Absicht. Auf Wunsch seiner Majestät liegen die Schienen exakt auf der Achse des Doms. Mit der neuen Infrastruktur entwickelte sich Köln um die Mitte des 19. Jahrhunderts zum Drehkreuz des Westens. Aber nach wie vor war die Stadt mit einem Befestigungsring umschlossen. Die Tore und Türme der mittelalterlichen Stadtmauer erschienen auf dem Weg in die Moderne als Hindernis und mussten geopfert werden. 1881 begann der Abriss, begleitet von einem Volksfest. Beim ersten Durchbruch hieß es, neues Leben blüht aus den Ruinen. Erst nach Intervention des preußischen Kultusministeriums blieben einige wenige Stadttore von der Sprengung verschont. Wo einst die Kappesbauern ihren Kohl ernteten, legte sich nun ein breiter Straßenring um die Stadt, ganz nach dem Vorbild der eleganten Pariser und Wiener Boulevards. Die erste Stadterweiterung nach 700 Jahren. Köln platzte schier aus den Nähten und der Oberbürgermeister verkündete, um des alten Kölns willen wollen wir einem neuen Köln Raum schaffen.
1945 liegen das neue und das alte Köln in Trümmern. Nach endlosen Luftangriffen sind über 80% des Wohnraums zerstört. Schwer beschädigt ragt der Dom aus dem Ruinenfeld. Beim Wiederaufbau bekommt Köln ein völlig neues Gesicht und eine neue Altstadt. Das Ergebnis gleicht den Musterhäusern einer Märklin-Eisenbahnlandschaft. Das Viertel um die Kirche Groß St. Martin möchte an das alte, möglichst an das mittelalterliche Köln erinnern. Original ist allerdings nur die Fläche. Auf denselben handtuchschmalen Grundstücken, in denselben mittelalterlichen Umrissen, erhebt sich eine Architektur, die mal diese, mal jene Epoche zitiert. In den Details ist wenig von berauschender Qualität. Und der krönende Abschluss dieser Bebauung zeigt keinen Heiligen, sondern den deutschen Siegfried. Das ist der Schlussstein einer Sanierung, die im Dritten Reich stattgefunden hat. Diese Altstadt, wie wir heute sehen, die ist natürlich nach dem Krieg, nach der Zerstörung wieder aufgebaut worden. Aber die war noch gar nicht alt, die war gerade mal 20 Jahre alt. Denn dieses Viertel war, wir würden heute sagen, Sanierungsgebiet, sozialer Brennpunkt. Und die Nazis haben tatsächlich 95% abgerissen und haben das dann zwischen 1936 und 1939 so gebaut, wie man das für deutsch, für alt, für mittelalterlich hielt. Also mit den Werksteinen, Einrahmungen, mit den Putzfassaden, den Walmdächern. Und deswegen haben wir heute hier eine uralte, könnte man sagen, jahrtausendalte Altstadt, aber dritte Bebauung im 20. Jahrhundert. Der Charme der Stadt besteht nicht in ihrer großartigen Stadtplanung. Köln war nie Residenzstadt, hat keine Schlösser und Prachtstraßen, aber eine Rennbahn mit oft ruhendem Verkehr. Wenn die ganze Fülle städtebaulicher Nöte und Schrecken sichtbar wird, gibt es für den Kölner nur noch einen Ausweg: den Blick zum Dom. Die Stadt ist gleichsam wie wir alle. Ein bisschen hässlich, ein bisschen schön. Aber hier, wo jeder Jeck anders sein darf, lässt es sich leben. Die Stadt am Rhein, zwischen Niemand und Dom. Das ist nicht Stadt, das ist mir Herz. Köln am Rhein. Manchmal schwer, es geht immer wieder hinterher. Du bist mein Stadt,